Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Banished in der Staffel 2. Wir starten in ein neues Spiel, in dem wir schon mal einen neuen Ortschaftsnamen oder Städtenamen auswählen. Lang ist es her, wo wir das Trolldorf gebaut haben, so hat das glaube ich geheissen. Das Mal sind wir ein bisschen kreativer und dann jetzt Trollheim. Wieso auch nicht? Map sieht, lassen wir noch 2-3 Mal refreshen. Dann haben wir Valleys. Wir haben, wie wir jetzt gerade sehen, den CC-Mod aktiviert, das heisst Colonial Charters. Und zwar habe ich einfach den letzten genommen, Zeit des Lamas, Age of the Lama oder so irgendetwas heisst der. Da können wir ganz viele verschiedene Sachen auswählen, zum Beispiel einfach nur alles flach oder was auch immer. Ihr seht es selber da. Wir bleiben aber beim altbewährten Valleys. Das Terrain, also die Grösse ist large oder einfach mal very large auswählen. Und man möchte das jetzt einfach einmal, wie man es einfach gerade kann. Das Klima ist very mild. Lassen wir jetzt einmal, das ist einfach so die Vorstellung bis auf das da war auf large gewesen. Desaster sind by default off, also keine Zerstörungen oder keine kein Desaster, ja, keine Tornados, kein Feuerbrand, keine Ahnung was. Und Starting Conditions sind Medium Plus, das heisst, wir haben ein kleines bisschen, was uns mit auf den Weg geht. Wir probieren doch das gerade mal aus. Jetzt fährt natürlich gerade ein Zug durch, ich hoffe, der hört mir nicht allzu gut. So, wir sehen schon einen völlig anderen Ladebildschirm da. Wir haben auch einige neue Haustypen, die wir dann auswählen können. Ich bin eigentlich ein Gegner von Mods, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mit Mods ist es meistens einfacher zum Spielen. Und wer will schon einfacher? Ganz ehrlich. Wir spielen ja nicht einfach wegen lustig, sondern wir spielen, weil es ein bisschen Spass machen, weil man eine Herausforderung will. Und mit Mods ist die Herausforderung meistens eben nicht mehr gegeben. Oder dann sind es halt böse Mods, die einfach alles sehr viel schwieriger machen. Und wir sehen schon, wir haben recht viele Kühe schon am Anfang. Und ich habe die Kamera nicht mehr am Anfang. Gut. Alles klar. So, die wollen Häuser. Jetzt müssen wir uns zuerst mal umschauen. Ihr kennt das, Banished. Man schaut sich immer zuerst ein bisschen um, wo können wir in welche Richtung gehen. Also ich sehe da schon ein wunderschönes Plätzchen für mich, wo ein grosser Dorfteil könnte herkommen. Da auf dieser Seite, naja, ja. Aber dunkel wird es nicht ganz so schlimm wie die letzte Karte. Also da gibt es einiges zu machen, das müsste funktionieren, vor allem da sehe ich auch, da sehe ich eigentlich schon meine Hauptsiedlung. Aber wir fangen jetzt schon mal da unten an, also machen wir halt auch. Okay, wir als allererstes, wenn wir die Viecher hier unterbringen, das heisst, wir machen jetzt erst einmal oh, da gibt es jetzt etwas Neues. Da gibt es einiges Neues. Also da ist jetzt ein Standard wieder. Da haben wir einen wieder ohne Zaun. Where you can build your own fence if desired. Okay, da kann man anscheinend den Zaun, den wir selber bauen. Und das da ist für am Hang. Aber wir machen jetzt mal einen Standard. Und zwar würde ich doch sagen, machen wir auch das gerade da in dem Gebiet da. Machen wir ein bisschen grösseres. Dass wir gerade am Anfang machen wir noch 15×15. Das scheint mir eigentlich nicht schlecht zu sein. 15×15. 20. Gut, jetzt muss ich... Es ist natürlich so, kaum ist die Aufnahme gestartet und ich muss schon wieder husten. Ich komme gerade wieder. Und da bin ich auch schon wieder. So, also das ist gemacht. Und jetzt brauche ich natürlich auch noch Häuser, die Arme geben. Dann machen wir noch da mal einfach so Standardhäuser. Jetzt ist die Frage, wohin? Ich hätte die eigentlich gern... Da so. Nein, so. Nein, so. 1, 2... Nein, das war schon mal falsch gewesen.
Ich wollte das wieder mal schön bauen. Ihr wisst ja, ich bin sehr pedantisch. Zack. Ich sage vielleicht ein bisschen näher heranzoomen, dann würde es eigentlich auch ein bisschen besser funktionieren. Wahrscheinlich. So, ja, wir machen noch eins. So, zack. Dann verbinden wir das schon mal mit einem Weg. Da haben wir jetzt auch ganz einen Haufen zur Auswahl. Aber wir fangen mit den Standardsachen an, weil wir haben natürlich auch noch nicht so viele Ressourcen. Da müssen wir dann auch mit denen haushalten irgendwie. Aber ich denke, das werden wir schon schaffen. So, dann schauen wir doch mal, ihr wisst ja, das altbekannte Spiel, das kommt aber rechts. Dann kommt das unten links. Dann kommt WTF. Ja. Oh, das ist jetzt so groß. Dann lassen wir das doch mal so. Und dann fehlt. Ja, das natürlich auch jetzt. Da. So. So. Und so. Ah ja, unten da. Der Abstand, ihr kennt es ja, weil ich da gerne meine FPS anzeigen kann, die ist da im Ecken, aber die wollte ich nicht messen. Die brauche ich, weil da sehe ich auch, wie viel Zeit das schon vergangen ist. Wir sind schon 6 Minuten in der Aufnahme, sehe ich gerade. Aber ist ja gar nicht. Egal. So, wir haben 10 und 14 Minuten gebraucht, das ist absolut in Ordnung. Dann machen wir auch da noch schnell einen auf, was ist das? Das brauchen wir nicht. Aber damit die Zeit hätte ich noch gern. Zack. So, ihr kennt es ja, ich spiele immer auf 10-facher Geschwindigkeit, dass das Ganze auch ein bisschen funktioniert. Jetzt machen wir da mal 2 Bauarbeiter. Ich denke, das sollte lange. Weil ich erwarte, dass das da relativ schnell von sich geht. Da. Die Häuser sind mir jetzt im Moment noch nicht so ganz wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, liebe Einwohner von Trollheim. So ist das eben mit mir. Ich bin ein grässlicher Fürst oder Baron oder was auch immer, König. Damit müsst ihr jetzt einfach mal leben. Und wir sehen schon, der Bau geht relativ schnell voran. Und das ist für mich momentan das Wichtigste, weil das wird uns Essen generieren, ist ja klar. Das heisst, es muss so schnell wie möglich gebaut werden. Und ich sehe gerade, haben wir ein Haus zu wenig gebaut? Haben wir jetzt denen ein Haus zu wenig gegeben da? Ich weiß es nicht mehr, weil ich jetzt gerade gesehen. Ein Abenteurer? Uiuiui. Ui. Das, anscheinend gibt es irgendwie gefährliche Tempelruinen irgendwo. Das ist ja sehr interessant. Das muss ich dann später mal ausprobieren. So, das Teil da ist fertig. Heißt also, wir haben wo haben wir ihn? Den Herdemann, der Herdsman. Also das hat er jedenfalls mal geheissen vor langer, langer Zeit. Da haben wir ihn. 2 hätte ich gern von dem. Jawohl, 2. Gut, dann haben wir da natürlich friesische Kühe. Was auch immer. Und das müsste jetzt eigentlich schon funktionieren. Jawohl, das funktioniert auch. Und jetzt müssen die eigentlich dann gerade da rein. 8 von 11 haben wir schon. Das ist sehr gut. So, was ist jetzt? Food is low, Firewood is low. Okay, kümmern wir uns mal um den Food. Food können wir auch noch recht viel über, indem wir wo ist der Fischer? Wo ist der Fischer? Das würde mich jetzt noch recht interessieren. Wo haben sie den hingepackt? Wo ist da der Fischer, verdammt? What the fuck? Ja. Also da haben wir mal den Woodcutter. Hä?
Ah, der ist einfach kleiner. Okay. Ein Sawmill. Naja, für haben wir jetzt das Geld noch nicht. Ja, wo ist da die Fischerei? Ich habe keinen Fischer. Aber einen normalen Fischer sehe ich jetzt da gerade nie. Das ist interessant. Ah, da! Okay, alles klar, hast gefunden. Jetzt müssen wir mal schauen. Da haben wir auch einen grösseren Fluss. Haben wir da, wo ist der nächste See? Haben wir da auf dieser Karte überhaupt einen See? Ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal schnell umeinander. Ja, da unten sieht es eigentlich auch nicht so wirklich. Da hat es ein Seeli, das bringt mir aber nicht viel, der hat keinen Anschluss. Da hat es, oh da, das sieht doch wunderschön aus da. Wo ist das? Ist das weit von uns entfernt? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wo sind wir? Scheiße. Nein. Da. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Okay, dann tun wir mal zuerst das Bächli da anzapfen, bevor wir dann irgendwann mal richtig dort runtergehen. So, das müsste lange. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich gemacht so, dass man nicht sieht, wo das Ganze, dass es so verschachtelt ist, da meine ich. So, die Fischerhütte wird hergestellt oder gebaut, besser gesagt. Da braucht man noch etwas, und zwar in dem Fall, ja genau, das Teil da. Das würde ich doch gern. Das müsste man eigentlich fast da oben machen, wo ich es aber ungern hätte, ganz ehrlich gesagt. Ah, mal Münze. Scheiße. Okay, dann machen wir da so ein Teil hin. Und dann vis-à-vis davon noch der Jäger. Und ihr kennt jetzt, zwischen diesen zwei kommt der Weg. Zack. So. Dann müsste das mit dem Essen eigentlich auch funktionieren. Und dann brauchen wir noch den Woodcutter. Wo haben wir ihn schon wieder gehabt? Da, der müsste eigentlich irgendwo, keine Ahnung wo sein. Das große Suchen da bei Refined Resources. Woodcutter hätte ich gern ein Stück, und zwar vielleicht gerade da neben Stockpile. Zack. Haben wir eigentlich alles beieinander. So, der braucht natürlich jetzt Arbeiter. Fischerei, Fischer, aber zu der EFGHI, oder können wir noch da. 4 Stück, dem geben wir doch jetzt gerade mal 4 Stück, wieso auch nicht. Da haben wir noch 5 Führung, die sonst irgendetwas machen können. Ja, ich weiss, Logs ist low und Food ist low, das ist aber absolut in Ordnung, das ist so gewollt eigentlich. Dann können wir jetzt nämlich hier sagen, hey Jungs, weg mit dem Zeug. Einfach weg mit dem Zeug, das brauchen wir alles nicht. Zack. Der weg. So. Weg. So. Und dann müssen wir eigentlich gut über den ersten Winter kommen. Eigentlich, theoretisch, sollten wir eigentlich, theoretisch. Habe ich jetzt irgendetwas gebaut? Ich weiß es nicht. Logs haben wir noch 27. Okay, das müsste eigentlich noch lange so knapp, weil da ist alles schon die Grundmauern stehen. Und da braucht es 24, also haben wir nachher noch 3 Führung. Aber wir sind ja da sowieso noch am Abholzen. Das ist absolut in Ordnung. So, das wird jetzt auch schon gebaut. Da können wir da ein bisschen mehr Priorität drauf geben. Weil das ist doch relativ wichtig, dass wir über den Winter kommen. Jetzt haben wir doch schon früh Herbst. Und das hat jetzt langsam anfangen mit dem Zeugs, weil sonst haben wir dann ein kleines Problem, weil wir haben überhaupt kein Feuerholz. So, komm, mach, hopp. Okay, machen wir halt 3 von 3. Da geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Jetzt einfach mal für den nachher. Gut, da haben wir ihn schon. Zack. Und dann können wir auch wieder einen wegnehmen. So. Wie sieht es da oben aus? Da ist Gatherer's Hut ist fertig. Dann machen wir doch da mal 2 rein.
4. Komm, wir machen 4. Weil danach können wir sowieso die Bauarbeiter auch wieder abziehen. Die braucht es dann da für ein Moment nicht. Heisst 9, 11, doch, wir müssen noch eine weitere Hütte machen, mindestens eine. Damit das Ganze so gut richtig kann funktionieren. Jetzt bin ich mir gerade mal überlegen, da müssen wir einen Brücke drüber machen. Für das brauchen wir aber zuerst Holz. So, der ist jetzt auch fertig. Heisst also, wie viele Loks haben wir noch? 113. Wir haben genug Holz. Absolut. Also über den Winter sollten wir kommen. Und zwar ohne Problem. Weil Firewood haben wir auch schon wieder 100. Das ist natürlich sehr gut. Fuel machen wir mal 500. Dann Food machen wir gerade von Anfang an 10.000. So nämlich. Wie sieht es aus mit dem Food? Fisch haben wir haben Blaubeeren, wir haben ein bisschen Ingwer, Pilz haben wir, Wurzeln haben wir. Wir haben genug zu essen. Also fast genug zu essen. Nachher kommen sowieso von da kommen noch ein bisschen Kuhfleisch dazu, Zeug und Sachen. Also das müsste funktionieren. So, jetzt möchte ich doch gerne da alles abgebaut haben, damit ich da weiterbauen kann. Würde mich doch schon freuen. Dann müssen wir schauen, wo wollen wir ein Feld. Wir könnten eigentlich da, oder wir da, wir machen die Felder da. Die Felder machen wir da, dann können wir da noch Häuser bauen. Okay. Machen wir doch das Haus gerade da. Dann da kommt ja so die Brücke drüber rein, machen wir da noch ein Haus und da noch eins. So, zack. Jetzt habe ich da, glaube ich, schlecht gebaut. Nein, ich habe gut gebaut. Es hat nur so danach ausgesehen, als hätte ich schlecht gebaut, aber ich habe gut gebaut. Ich bin stolz auf mich, sind ihr auch stolz auf mich? So, wir haben 9 Laborer. Heisst also, ups. Da können wir mal 3 rein tun. Da haben wir noch 2, die für sonstige Sachen sind. Und sobald dort Krummauern sind, dann können wir die 2 als Bauarbeiter verwenden. Und sobald das erste Haus da, dann müssen die ausziehen und dann soll es neue Kinder geben und Zeug und Sachen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das wirklich würde funktionieren. Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann ziehen wir doch da. Das ist jetzt natürlich saublöd gebaut. He? Jetzt müssen wir mal schauen, der Weg soll da entlang führen. Dann da hoch und dann da drüber rein. So. Etwa in diesem Stil. Wo habe ich jetzt durchgebaut? Es hat ihn, glaube ich, gar nicht gebaut. Hat es ihn gar nicht gebaut? Nein, es hat ihn gar nicht gebaut. Okay. Dann gehst du bis da hoch. Und dann da rüber. So, jetzt hat es ihn gebaut. Ich sehe ihn dort nämlich auch. Dann machen wir da mal für den Anfang einen Wooden Bridge. Natürlich. Aber da geht es natürlich. Ja, ist klar gewesen. Okay, der halt. Dann macht der Weg halt da einen kleinen Bogen, ist ja jetzt auch gleich. So, wie sieht es aus? Was ist das? Food wahrscheinlich. Food, genau. Oh, während der Geburt, während dem Gebären ist leider unsere Jägerin Celia, oder wie sie auch mal geheißen, gestorben. Das tut mir noch sehr leid. Aber wenigstens, naja, ja, wie auch immer. Gut, so, die Materialien, die sind noch nicht angebracht worden, wieso auch immer. Das finde ich ja auch sehr schade. Die sollte mal ein bisschen Dampf machen da. Mit was sind jetzt die beschäftigt? Ich würde gerne wissen, mit was die beschäftigt sind. Ich weiß es nämlich nicht. Mit was sind die beschäftigt, mit was? Mache ich doch da mal ein Haus. Wie wäre es mit dem da? Wie wäre es mit dem da, meine ich? Wie wäre es mit dem da? So, jetzt endlich. Ach, die sind da wahrscheinlich am Ressourcen abbauen.
Aber, ja, eben. So, dann sage ich da schon mal, wir haben 2 Bauarbeiter. Und dann wird auch schon ein Haus gebaut. Das ist wunderbar. Und ich denke, das Haus wird dann sicher auch sofort... Moment schnell. Das Haus wird dann sehr wahrscheinlich gerade besetzt. Oh, ich bin ein Idiot. So, jetzt aber. 1000. Ja, jetzt. Bewohnt, habe ich sagen, ein Lockhavin, ich habe natürlich das falsche Haus gebaut. Aber macht nichts, das ist in Ordnung. Dann haben wir halt hier ein bisschen das Asiengebiet. Was haben wir da? Wow. Okay. Interessant. Brauche ich nicht. So, jetzt wie funktioniert das? Wie gesagt, wir haben immer noch 8 von 11. Das ist ja sehr traurig. Die sollten mal ein bisschen vorwärts machen dort. Wir haben das Problem. Wir haben zwar genug, wir haben völlig genug Essen, aber jemand ist jetzt gerade verhungert. Wieso? Frage ich mich jetzt da gerade. Wieso? Naja, müssen wir mal im Auge halten. Halten. Food. Wir haben 328. Was ist los? Sind ihr eigentlich? Okay, dann fangen wir mal an mit den Crop Fields. Wieso nicht gerade da? Machen wir noch 10 mal 12. Das war jetzt gerade dämlich gebaut. Das muss weg. Das muss weg. So. Weil ich muss ja da noch einen Weg haben, der hinterher geht. Also heisst, der geht dann da so durch, mehr oder weniger. Okay, also dann mal zuerst bis da hin. Komm schon. Dann da oben. Ah, ist das dämlich gemacht? Ist das dämlich gemacht? Okay, schieß drauf, weißt du was? Also, so. Machen wir da 10 mal 12 mal, was man gesagt hat, 10. Genau. Und dann da auch nochmal ein 12 mal 10. Bam. Dann können wir nämlich hier noch einen Weg durchziehen. Da sieht es eigentlich nach etwas aus. Zack. Und zack. Und zack. Tipptopp. So, was bauen wir da? Wir bauen, was ist das? Kohl, glaub's. Bauen wir halt zweimal Kohl an. Ist ja nicht so wild. Okay, wir haben keine Arbeiter mehr. Das ist sehr gut natürlich. Dann machen wir es doch einfach so. Dann müssen die Felder halt noch ein warten, bis wir da ein bisschen... so. So nämlich. Jetzt funktioniert das Ganze wieder. Wie sieht es aus? Naja. Geht so. Ja, zwar sieht nicht mal so leid aus. Fast 1000 zu essen. Tipptopp, läuft. Die Brocca, der haben sie natürlich auch noch nicht angefangen, weil die natürlich zuerst da beschäftigt sind mit dem Abbau von diesen ganzen Ressourcen. Ist jetzt ein kleines bisschen blöd, weil... Wohin wollen wir mit dem ganzen Schrott? Wir brauchen einen weiteren Stockpile. Dann machen wir doch hier einen weiteren Stockpile. Und zwar, wieso nicht gerade da? Oder wenn wir da hinter dem ganzen Geschmäus da, machen wir doch da hinter dem ganzen Geschmäus ein Stockpile. Aha, jetzt sehe ich es. Einfach ein allgemeines Stockpile hätte ich mal gern. Und zwar von da eins weg und von da eins weg. So. So groß als möglich. Zack. Dass wir so lange wie möglich da Ruhe haben von dem Zeugs. Weil da wird noch sehr viel Material reinkommen, wo wir im Moment gar noch nicht brauchen.
Aber was wir jetzt unbedingt gerade brauchen, fällt mir jetzt gerade ein. Wir brauchen. Ein Schmied. Da. So einen da brauchen wir. Ein Blacksmith. Nennt sich die heutzutage. Und ich denke, vielleicht gerade da so. Ja. Scheint eine gute Idee zu sein. Dann machen wir da auf dem gerade ein bisschen höhere Priorität. Hat als Grund, dass wir relativ schnell neue Werkzeuge brauchen. Wie viel braucht er? Der braucht 2, das ist gut. Also Leute, machen da ein bisschen vorwärts. Weil wir haben nur noch 8 Werkzeuge und das ist nicht so ideal. Wie sieht es da aus? Wir haben 11 von 11. Das heisst, wir bekommen langsam Fleisch rein. Jawohl, so ist es auch. Beef 179. Tipptopp. Das heisst, mit dem Essen haben wir momentan kein Problem. Feuerholz haben wir auch noch genug. Was haben wir da? Das ist einfach allgemein Material. Das ist auch in Ordnung. Heisst also, unser nächstes Projekt ist und bleibt die Herstellung von Werkzeugen, wo sollte vorwärts gehen, endlich einmal. Herrgott, macht doch einmal vorwärts. Stein, sie brauchen Stein. Die haben hier Stein, es ist überall Stein rum. Naja, nicht unbedingt. Okay. Dämlich. Okay, look, machen wir das einfach so. Mache ich da ein bisschen vorwärts mit dem Stein abbauen. So. Damit sie da den Schmied fertig bauen. Iron haben wir genug. Wir haben eigentlich vor allem genug, außer vom Stein fehlen uns noch 15 Stück. Aber ich denke, die 15 Stück sollten auch langsam, aber sicher dann reinkommen. Dann können wir da schon mal den Weg ein bisschen vorskizzieren. Die Weg werde ich mir dann natürlich mit der Zeit aus Stein machen. Kennen wir ja. Dann haben wir da noch einen Weg, haben wir gesagt. Und okay, das geht gar nicht, das ist noch nicht, wenn das so ist. Und dann so eine durch, zack, fertig. Und dann noch einen rauf. So, wie sieht es aus? Stein. Stein. 23, das sollte lange, um da fertig machen. Das heisst, ich gebe jetzt Priorität wieder da oben. So, jetzt haben wir es erreicht. Okay, jetzt müsste da der Bau schnell und gut vorangehen. Genau, da wird der Stein schon angetragen. Tipptopp. Ich bin zufrieden. So, da ist das Stockpile auch schon fertig. Wunderbar. Die können hier anfangen bauifizieren. Wunderbar. Und der Rest ist hier noch am Ressourcen abbauen. Das ist noch mehr wunderbar. Also alles im Lot. So, wie sieht es da aus? Die Häuser da ist noch gar nicht angefangen worden. Das macht aber auch nicht viel, ehrlich gesagt. Da oben wird geschafft, wie es muss sein. Da kommt Zeug rein. Wir sehen Blaubeeren, wir haben Bone Meal. Interessant. Minecraft? Fragezeichen. Ginger, Hidecode, also wir haben auch nicht mehr sehr viel zum Anlegen. Leder haben wir immerhin 44, das heisst, wir können uns noch Leder, nicht Rüstung, nicht Lederrüstung, sondern Lederkleider machen. Das ist natürlich auch sehr gut. Iron Tools, Woodlock und Iron. Wir haben, wie sieht es aus mit den Woodlocks? 113, das sollte lange. Und wir sehen, wir haben schon kein Werkzeug mehr. Müsste jetzt eigentlich nicht so ein grosses Problem werden wie bei meinem letzten Let's Play, wo ja über mehrere Folgen hinweg keine Werkzeuge mehr sind, sondern wir müssen jetzt relativ schnell kommen. Wir haben natürlich im Moment auch nicht allzu viele Arbeiter, die Werkzeuge benötigen. Ist klar. So, da sieht es schon langsam wieder recht leicht aus, sage jetzt einmal. Licht im Sinne von, ist schon fast nichts mehr. Ne? Und das ist natürlich sehr gut. Jetzt sehe ich noch gerade etwas da.
Okay, das geht nicht. Wie sieht es aus? Tools ist low. Okay, ich weiss, wir haben fast kein Werkzeug, aber das kommt schon. Tools werden da innen eingelagert wahrscheinlich. Sehe ich jetzt gar keine, weil es sind keine mehr, es sind schon alle wieder abgeholt worden. Aber es fehlt nur eins einziges, das heisst, es ist alles in Ordnung. Es läuft. So, jetzt geben wir da mal eine höhere Priorität auf das Ganze da. Weil ich möchte da endlich den Weg durchbauen und anscheinend wegen diesen 2 Felsen geht das nicht. Das ist sehr, sehr mühsam. Oder so. Und da ist natürlich auch noch nicht gemacht. He? Nein. Gut. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir da mal eine höhere Priorität auf den Häuserbau. Dass wir dann vielleicht auch könnte dann mal ein bisschen mehr Leute haben. Das ist natürlich ein Log Cabin. Die sind nicht so gut, weißt du, ja man. Also die 2 so und dann die anderen wieder als normale Holzhäuser. Muss ich schon schauen. Die da. Ich weiß nicht, wie weit auf. Habe ich nur die 2 gemacht? Ah, wunderbar. Das muss gar nicht abreißen lassen. Tipptopp. So, wir brauchen wieder Bauarbeiter. 2 Stück. Ich weiss, das machen wir doch einfach gerade 4 Stück. Dann werde ich beide. Ja, dann werde ich beide Häuser gleichzeitig bauen. Dann müssen wir nachrechnen, ob das wirklich stimmt, dass ich da rauslade. Aber ist halt absolut so. 12 und 22 ist ein wunderschönes Pärchen und 11 und 13. Sehr gut. Ich habe natürlich mit 11 auch schon, bin ich Vater geworden. Ist natürlich ganz normal und logisch und klar. So, jetzt wird da an der Brücke gebaut. Das ist sehr gut, weil dann können wir uns expandieren. Dann können wir nämlich hier hin. Würde ich gerne unsere Holzherstellung machen sozusagen. Wie sieht es eigentlich mit dem Fischer aus? Ah, mal doch, der bringt noch recht Zeug rein. Das ist auch gut, weil dann sind wir da eigentlich an einem grösseren Fluss und haben dann natürlich hier den Anschluss an den grösseren See. Natürlich auch sehr schön. So, die Brücke ist fertig gebaut, wir brauchen keine Bauarbeiter mehr für den Moment. Und da können wir jetzt endlich unseren Weg durchziehen. Zack. Einmal um die ganze Sache herum. Geht natürlich nicht. Macht nichts. So, Felderbau. Wir haben die Felder schon gebaut. Wir brauchen hier 3 Arbeiter. Lassen wir mal ein Feld arbeiten, bis wir wieder ein bisschen mehr Leute haben, die auf den Feldern arbeiten können. Mit den Ressourcen sieht es eigentlich relativ gut aus. Aber jetzt würde ich doch gerne langsam mal einen Schneider einstellen. Eine Schneiderei. Wo haben wir dort die Schneiderei? Ich weiß es nicht. Das müsste da sein eigentlich irgendwo. Cropfield, Standard Orchard. Nein, das ist alles nicht. Das müsste da sein irgendwo, theoretisch. Fabrics and Fibers. Da haben wir einen. Taylor. Was haben wir da sonst noch? Weavers. Weaver makes. Der macht Leine und Tuch. Da haben wir da einen Ropery, der Seil macht. Und da haben wir einen Bedding Maker. Bedding Maker creates bedding for use in the construction of houses. Bett. Okay, ich brauche jedenfalls einen Schneider. Dann schnappe ich mir doch den und setze ihn da gerade neben den Schwarzschmied. Okay, wie sieht es aus? Wir können dann gerade bauen. Also heisst das, gerade höhere Priorität drauf. Und ich denke, das ist es für die Folge. Für die erste Folge wieder von Banished in der neuen Staffel mit dem Colonial Charters Mod. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und falls ihr Bock habt, schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr vielleicht gerne würdet sehen oder was ich gerne oder soll machen. Was ihr würdet machen, wie ihr es würdet machen, was ihr anders würdet machen oder wie auch immer. Scheißegal. Jetzt werde ich doch. Was?
Wieso will ich das? Ich kann doch... Ist schon gleich. Ja, wie auch immer. Machen das erwähnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.